Und somit herzlich willkommen und hallo zur neuen Folge Drug Dealer Simulator. Jetzt geht noch das Licht aus, da ist es wieder. Folge Nummer 39, schön seid ihr wieder mit dabei, schön habt ihr eingeschaltet und ich muss sagen, es freut mich, weil mein Computer ist wieder abgestürzt zwischen. Ich weiss nicht, was das Problem ist im Moment. Ich habe jetzt mal die Auflösung bei mir ein bisschen abgestellt. Für euch soll es etwa gleich sein wie gäng, wenn das alles geklappt hat, aber irgendetwas ist nicht gut, ich muss mal herausfinden was. Ich habe eigentlich beim letzten Mal den ganzen Stoff, den ich jetzt hier im Sack habe, schon ergängt gebrungen, also das kann ich jetzt alles nochmal machen. Und das machen wir jetzt heute hier. Wir haben nämlich gestern alles schön vorbereitet. Jetzt spackt bei mir so das Spiel um. Ich hoffe... Hey, come over here, pal. Nein, wisst ihr was? Wir laden nochmal. Don't try anything stupid. Weil die Finger, also sorry, ich habe über ein Kilo Koks dabei. Weil die das jetzt nicht finden. And what's this, huh? Nicht? Ja. Wir laden gleich nochmal. Was ist jetzt? Gut, jetzt sehen wir mal, was passiert. Wir haben nichts. Wer hätte es gedacht? Wir laden gleich nochmal. Nein, ich glaube, heute ist richtig Zahltag angesagt. Das ist verdammt komisch für mich, weil ich das alles vorher schon mal gesagt habe. Ich hasse es. So. Genau. Weil wir gehen das Gang beliefern. Ist das der Kordian? Wir gehen das Gang beliefern. Boah, aber so sieht es bei mir scheiße aus mit der Auflösung. Ich muss bei euch ist glaube ich gut, aber auf meinem Bildschirm. Nee. Genau, wir beliefern die Gang, holen dann das Geld von der Gang und gleichzeitig holen wir das Geld von allen, die wir letztes Mal beliefert haben. So, jetzt 22 Gramm für die Gang. Danke, ciao. Und wir gehen heimwärts. Ja, bei mir ist die Auflösung. Vielleicht ist es so mein Bildschirm, der irgendwie ein Problem hat, weil ich weiß es nicht. Aber bei euch ist es gut. Ja. Ich bekomme jetzt einfach Augenkrebs da. Aber für einen ist das klappen. Gut. Ab Laptop. Jetzt jagen wir einfach mal den Preis nochmal schnell ein bisschen auf 64 Gramm. Ich weiss halt jetzt nicht, ob die jetzt hier alle zahlen, ob die dann schon den Neupreis zahlen oder nicht. Auf jeden Fall können wir dem Gustavo sagen, Digga, gib Cash. Wir können dem Adrian sagen, gib Cash. Wir können Amarena sagen, gib Cash. Wir können Robin sagen, gib Cash. James sagen, gib Cash. Damien gibt Cash. Dwayne gibt Cash. Donald gibt Cash. Jetzt muss ich es durchziehen. Schmika gibt Cash. Der Johnny gibt Cash. Und der Chuck. Chuck sollten wir noch Koks bringen. Schön, dass wir das auch mal gesehen haben. Und Eddie sollten wir noch Geld bringen. Und zwar 18.000 Stutz. Gut, das ist, was wir vorhaben, die Folge, Geld verdienen. Ich speichere jetzt nochmal. Nein, mache ich nicht. Weil... Nein, sag jetzt nicht. Sag jetzt nicht. Hat sich jetzt das Game aufgehängt. Oh. Hey, was ist los? Was ist los? Ich muss dringend mal irgendwie an meinem PC umschrauben. Ja, und dann gehen wir auf grosse Geldsammeltour. Wir fangen da einen an. Haben wir noch irgendetwas im Sack? Nein, wir haben Platz. Platz für einen Cash. Hey James, how are you? Wo ist meine Holle? Danke, Brudi. Naar Heimer. Hey, you, stop, don't move Ja. or we tase you, buddy. Habt ihr euch wieder von hinten angeschlichen? Wie zwei
sag es jetzt nicht. Fucking Papo. Ja, nicht bei mir, keine Panik. Nur das Geld. Mehr Geld als dir in einem Jahr verdient. So, Dwayne. Merci. Dann haben wir noch irgendwo da hinten. Sorry, Dwayne. Der Robin steht bei uns vor der Garage. Hey Robin, hast du Cash für mich? $1700. Irgendwie ist das weniger als sonst, oder nicht? Drück mir das nochmal. Dann haben wir glaube ich alle da hin. Genau. Die anderen zwei sind da. Die Amarena. Schätzeli, wie geht's? $2000. Dankeschön. Irgendwo hier sollte noch der Bruder sein. Genau, der Adrian. Wie geht's dir? 2500. Du bist mein Mann, Adrian. Geiler Sieg. Dann gehen wir über auf Two Towers. Nein, das ist falsch, Kurva. Two Towers steht nämlich die Schmicka, meine Lieblingspipe. Die hat auch $800. Merci Schmicka und tschüss. Nachher haben wir nehmen zuerst die kleinen, oder? Und am Schluss das Zuckerli oben drauf. Hat man eigentlich auch gerade durch können. Der Donald. Donald, wie viel hast du für uns? $800? Ja, merci. Dano. Dano. Ist das Kordian? Ich schwöre, der sieht aus wie der Kordian. Verwirrtheit. Der Damien. Wie viel hast du für uns? Oh, $2000. $2500. Der Johnny Vasilev ist da vorne um die Ecke. Irgendwo. Hier. Okay. Da ist der Johnny. Hey Johnny. 1500, merci, ich danke. So. Alter, das gibt eine richtige Hurenzahl da heute. Nein, falsche Taste. Nein, jetzt haben wir es schon gesehen. Das habe ich eigentlich nicht wollen, ich habe so wollen. Genau. Hey, Gustavo, ich nehme jetzt Köfferli, gell? Merci, das brauchst du ja nicht mehr, gell? Boom. Jetzt gehen wir aber direkt schnell zum Eddie. Dass wir die Schulden können begleichen können. Und bringen den Rest nachher in unser Lager. Moin! Ich will gar nicht wissen, wie viel wir jetzt gesamthaft dabei haben, wenn wir hier durch das Ghetto spazieren. Weil eben, man kann irgendwie auch ausgeraubt werden. Scheinbar. Wow. Und die Cops können einem, also es kann Razzien geben und weiss der Teufel was, also, aber irgendwie schaffen wir auch jetzt super und vorsichtig, für das das passiert. Bis jetzt einmal. Hey Eddie! Ich habe ein bisschen Geld für dich. Shit, jetzt haben wir gar nicht alles gezahlt. Weil wir natürlich das andere Geld in den Koffer haben. Danke. Aber ja, ich bringe dir nächstes Mal noch mehr, oder bleibt er jetzt hier draussen? Sir, stand still, please. Ist das ernst? Ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts. Okay, you're clear. Ist gut. Ja, Moment, dann machen wir das schnell anders, weil ich will eigentlich schon der Eddie komplett zahlen. Und schnell die Koffer. Da haben wir 42.000 Stütz. Alter. Eddie, da ist der Rest. Und ich danke. Das heisst, wir können jetzt den hierher schmeißen. Ja gut, das spielt echt keine Rolle. Alter, wir sind so reich. Langsam aber sicher läuft.
Wir haben jetzt ein halbes Jahr dahinter. Weißt du was, wir machen das schnell anders. Nimm den Horti. Beziehungsweise nimm den Horti. Da ist er glaube ich nicht mehr drin, oder? Genau. Nimm den Horti. Wir nehmen nur noch den schnell. Mach da die Tür zu. Gut, danke. Und dann springen wir schnell so hinterher. Dann sind wir ein bisschen schneller. Weißt du was, wenn wir noch schnell schauen, ob die Amy neuen Zucker hat. Wenn wir schon mal Geldbinis haben. Ui. Hey Jungs. Hey, you, wait! Ja, so klar gewesen. You have anything illegal on you? Nichts habe ich bei mir. Und jetzt gehe ich dann wirklich nur noch in der Nacht raus. Ihr geht mir langsam aber sicher auf den Sack. Wo ist der zweite hier? Alright, off you go. Nur ein Zwillingsbrütchen. Hey, Fuß Amy. Hast du Zucker für mich? Sag, du hast Zucker. Ja, Mann. Wo jetzt natürlich nicht Platz hat bei mir. Okay, ich kann sie Hosensack nennen. Nice. Merci. Kannst du mal ein bisschen mehr Zucker bestellen als die 2 Päckchen? Wäre cool. Danke. Gut, dann joggen wir zurück auf Stink in unser Geldlager. Finde ich nice, finde ich nice, finde ich nice. Wir können aber auch noch gut schnell beim Donald vorbeischauen, ob wir vielleicht sogar schon wieder neue Tresoren können bestellen. Donald, mein Freund, hast du neue Wandtresoren für uns? Nein, hast du nicht, du Hund. Tschüss Donald. Gut, gib ihm den Butzi. Wir haben ja immer noch Wunder, was mit unseren hohen Bitcoin passiert ist. Das war ein Schuss in den Ofen gewesen. Für irgendetwas hat sie es die wahrscheinlich abgezogen. Aber ich weiß nicht für was. Gut, da sind wir wieder. Licht an, Türen zu. Das ist ja glaube ich, das wird leer sein. Hier haben wir 16.000 drin, 39 kommen dazu. Warum müssen wir das immer so in einzelnen... Können wir nicht mehr tragen, oder was? Alter, da gehen nochmal 45.000 rein. In einen ganzen Schaft, willst du mich verarschen? Ja. Toll! Ich eigentlich mal den Koffer hier lassen, aber in dem Fall nicht. Ja, cool. Wir brauchen irgendwie... Mann. Haben wir da noch etwas drin? Nein. Weißt du was, wir nehmen jetzt die 2 Koffer schnell mit. Also beziehungsweise ich check jetzt nochmal, ob die wirklich leer sind. Jawohl. Wir nehmen jetzt die 2, den Koffer in den anderen Koffer. Und den Koffer mit den 10.800 Stutz, den lassen wir einfach so hier stehen. Vielleicht können wir ja den so hier rein buxieren. Aber weißt du was, dann nehme ich noch... Den Hosensack können wir ja noch füllen mit 400 $. Ja. Einfach, dass wir noch ein bisschen Münze dabei haben. Und dann schmeißen wir den. Das geht nicht. Dann schmeißen wir halt da. Das können wir besser. So. Ja, da schaue ich auch schräg. Voilà. Und Licht aus, Türe auf, Türe zu, hau ruck. Und ab geht die wilde Luzi. Sind wir jetzt über eine Mauer, wo man... Ah nein, ich meine, da hätte man nebendurch können, wie hier. Da sind wir wieder. Habe jetzt den Seesack auch noch in den Koffer klar. Das geht dann. Aber, ja.
Geld ist halt gross. Ich meine, wir haben jetzt in diesem Koffer den riesen Seesack und den zweiten Koffer, aber es gehen nur 20'000 Stutz rein. Ist klar, Brudi. Also der Seesack möchte ich aus dem Koffer nehmen. Ah, weißt du was, wir können ja Koffer in Koffer machen. Dann können wir hier mal ein bisschen, haben wir da mal ein bisschen weniger Koffer. Warte jetzt mal. Wann jetzt da? Nein, das geht aber nicht, wenn etwas drin ist. Okay, das heisst, wir müssen den Koffer nehmen und dann können wir den nehmen. Oder? Da schauen wir jetzt nochmal schnell rein. Ah, das ist ja die kleine drin. Alles klar. Also, aber dann machen wir einen Koffer mit Koffer. Zack, 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 zack. Klar, die gehen alle, ja. Die gehen alle da rein. Ja. Kann ich den irgendwie schön an einen Ort her tun? Ja, dann müssen wir sie darum auch nicht mehr im Bad lagern. Dann können wir die irgendwie da so... Ja, den Rucksack können wir da so wegschmeißen. Ja, komm, kein mal irgendwie, dass es anständig aussieht. Komm. Ja, da kann ich leben damit. Den auch noch. Nein. 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 Ja, von mir aus. Gut, wir nehmen wieder unseren riesigen Seesack und gehen an den Laptop. Und der Eddy haben wir jetzt gezahlt, da können wir schon die nächste Bestellung rausholen. Letztes Mal haben wir für 18'720 bestellt. Das heisst, das wäre jetzt vielleicht 37 gewesen, 18'250, das ist schon gar nicht so schlecht. 731, 732, 18'300. Perfekt. Bestellen, Brudi. Der Gustavo, genau, das haben wir gelesen. Der Cordian hat schon wieder neu bestellt. Ich liebe ihn. Er ist einfach unser super Cowboy. 2 Stunden 55 Minuten. Wollen wir noch schnell ein paar kleine machen? Es gibt überlegen, haben wir überhaupt noch genug Stoff? Man sollte ja eigentlich schon noch. Weil ich will einfach mal noch ein paar neue Dealer. Ja, aber es rentiert halt einfach nicht. Es rentiert halt einfach nicht. Hat irgendeiner gefragt, ob er Dealer werden kann? Nein, aber auch so 2 Gramm, 2 Gramm, 2 Gramm. Digga. Nein, ich glaube, das mache ich offscreen mal wieder. Dass wir einfach da vielleicht noch den einen oder anderen Dealer rausholen, aber ich sauer rumsäckeln wegen 2 Gramm scheisst einfach an. Das ist einfach mühsam. Und unsere Bitcoins sind immer noch verschwunden. Warum? Vom Mike hören wir nicht mehr, besitzen wir eigentlich wirklich alle Sachen, die es so gibt. Es gehört dem Kartell und steht dir immer zur Verfügung, keine Mieterforderung. Ah, unsere Wohnung gehört dem Kartell? Ja, gut zu wissen. Vielleicht, ich denke, vielleicht kann ich hier noch irgendetwas lesen über nein, das ist das Falsche, das auch nicht. Blick auf den Marktplatz steht nahe zum Hauptpartner. Das da, ein kleines verlassenes Geschäft in der Mitte des alten Marktplatzes. Warum, dass wir hier den Laptop nicht haben? Das nimmt mich auch noch Wunder. Aber da hilft auch nichts anderes als Googlen. Wahrscheinlich ist es ein Fehler im Spiel.
Und dann werden sie den früher oder später beheben. Und ja. I, U, U, A, Bing, Bang, Walla Walla Bing Bang. I, U, A, Bing Bang, Walla Walla Bing Bang. So, meine Damen und Herren, mit dieser Sensation würde ich sagen, das steht in dieser Zeitung, haben wir die schon mal gelesen? The Daily, okay. Mit dieser wunderschönen Aussicht, ist eigentlich auch geil, hier ein Atomkraftwerk und dort hinten, wenn du da raus schaust, siehst du ein Windrad. 2 Windrad. Ich schaue lieber auf das Atomkraftwerk. Mit dieser wunderschönen Aussicht sage ich, und Start für die Polizeistunde sage ich merci vielmals fürs Zuschauen, schön seid ihr mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da, kommentiert, abonniert, Glocken aktiviert. Merci gell. Bis gleich, Timo G, ciao.